Hey. Mit guter Hand. Guten Tag. In Baden-Württemberg sollen nach den Vorstellungen der Landesregierung auch Polizisten in Zukunft Impf- und Genesenen-Nachweise kontrollieren dürfen. Ob das rechtlich möglich ist, wird nach SWR-Informationen gerade geprüft. SWR-Reporter Knut. Für eine Impfung mit dem neuen Corona-Impfstoff Novavax. Erwachsene sollen zur Grundimmunisierung 2 Dosen im Abstand von 3 Wochen bekommen, das sagt die STIKO. Novavax ist ein Proteinimpfstoff und enthält keine Erbinformationen wie mRNA. Die STIKO hat sich auch dafür ausgesprochen, dass ältere und besonders gefährdete Menschen eine zweite Auffrischungsimpfung bekommen sollen. Der Autobauer Opel sucht für seinen Stammsitz in Rüsselsheim monatelei. Nach ihrer Zinssitzung wird die Europäische Zentralbank die Wettbewerb und die Zinssystem der hohen Inflation angeht. Studenten empfangen allerdings nicht. Jetzt hat die Ständige Rat in ihrer Linie gesagt, die hohe Teuerung ist nur verursacht. Januar lag die Inflation im Euroraum bei 5,1%. Der DAX bewegt sich vorab wenig, liegt ein halbes Prozent minus bei 15.550 Punkten. Zu den momentalen Gewinnern zählt die Telekom mit einem Plus von 3% und die Deutsche Bank mit einem Plus von 1,5%. Auf der Verliererseite sind zu erwähnen Infineon mit einem Minus von 4,4% und Delivery Hero mit einem Minus von 3,3%. 1 Euro kostet etwas weniger als $1,13. Wirtschaftsinformation von der Stuttgarter Börse. Ein Service von SWR1 und den Sparkassen in Baden-Württemberg. SWR1, das Wetter für uns in Baden-Württemberg. Es ist ein wolkiger Nachmittag, der uns da ansteht, mit Sonne allerdings und trocken. Also das ist doch eine Mischung, die ganz okay ist. Temperaturen 5 bis 11 Grad. Hallo zusammen.
Schweizer Preise für medizinische Analysen im internationalen Vergleich für zu hoch eingeschätzt. So kostet etwa eine Blutuntersuchung 31 Mal mehr als in Deutschland oder eine Analyse zur Überwachung einer Niereninsuffizienz 18 Mal mehr, so der Preisüberwacher in seinem Newsletter. Er notet daher ein jährliches Sparpotenzial von über 1,5 Milliarden Franken. In Schweden werden nächste Woche so